Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Ich begebe mich direkt einmal wieder auf die grosse Karte, denn ich habe ein kleines Pläne vor mir. Ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht, und zwar würde ich gerne nochmal zum Willi auf Crack gehen, da hinten kämpfen, im Nest rein. Und im Nachhinein, weil müssten wir ja da in die Pilastgründe runter, also wo der untere Pfeil ist. Und danach würde ich eigentlich gerne komplett einmal da durchgehen, weil wir haben da noch einen Weg, der gleich raufführt, beim unteren Pfeil. Da haben wir ja noch einen kleinen Weg, der offen bleibt. Und gleichzeitig haben wir da ein Räupli und noch gleichzeitig einen Baum, den ich noch gerne erledigen würde, um unsere 500 Essenzen vielleicht zusammenzubekommen. Aber ich würde sagen, ich blabberle nicht allzu viel, sondern wir machen uns direkt mal auf den Weg. Los geht's! Oh, ich muss ja den Hirschkäfer benutzen. Hey, Lappi, schalt doch Birnen ein. So, für das müssten wir... Jetzt muss ich schnell güchseln, dass ich mich da nicht entferntes darf. Nein. Ich glaube, versteckte Station ist es. Ich glaube, versteckte Station, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann sollten wir eigentlich schon mal auf einem richtigen Weg sein. So, einmal in der versteckten Station, genau. Das Einzige, was mich noch die ganze Wunder nimmt, ist, da unten steht ja Palastgründe. Ich frage mich, ob da unten irgendwo noch ein Bereich ist, den ich noch nicht erforscht habe. Du, da ist da also da sind ja so Teile, die so gegen raus schauen. Aber ich würde mich schon die ganze Zeit fragen, wenn ich da komme. Das andere ist noch, da hat sie noch einen Weg frei. Und auch den habe ich noch keinen blassen Schimmer, wie ich genau da komme. Aber ich würde sagen, um das kümmern wir uns ein anderes Mal. Let's go! So, und dann schiessen wir uns da einmal komplett durch. So, da sollten wir nämlich jetzt gerade am Ende sein. Voilà, hat doch perfekt funktioniert. Ach, das Schild. Das ist einfach einzigartig cool. Es hilft mir einfach, diesen typischen nervigen Käfer eins auf den Keks zu hauen. Oh nein, noch weiter rauf. Wir müssen da jetzt eigentlich komplett raufgehen. So, und oben sollte sich nämlich dann schon die Bahn befinden. Und dann machen wir uns auf in Bienenstock. Let's go! So, ausruhen, damit wir auch noch gemütlich abgespeichert haben. Betrachten und den leuchtenden Knopf natürlich nicht vergessen zu drücken. Und los geht's! So, dann würde ich mal sagen, dann müssten wir jetzt da, was sind wir jetzt da? Genau, jetzt müssen wir eigentlich alles komplett mal den Weg nochmal durchschaffen. Auch im Bienenstock selber haben wir noch einen Weg, den wir noch nicht erforscht haben, den ich mir dann noch gerne anschauen würde. Die Frage ist jetzt, was wir halt als erstes machen. Ob wir jetzt direkt zum Willi gehen oder ob wir jetzt uns auf den Weg unten machen. Also wir haben hier einen Weg, im unteren Pfeil, den wir gesehen, den wir noch nicht erforscht haben. Ich weiss halt nicht, wo der hinführt. Oder ob wir direkt mal schnell zum Willi gehen. Durch das, dass ich halt wirklich volle Seelen habe und gut vorbereitet bin, würde ich jetzt mal sagen. Also schon mal besser als beim letzten Mal, wo wir bei ihm waren, würde ich mal eigentlich sagen. Wir machen uns doch am besten eigentlich auf dem Weg zu ihm. Hey! Hey! Lauf nicht davon! So. So, dann jetzt zuerst alle eins auf den Keks hauen. Schauen, dass ich wirklich jetzt gar kein Leben verliere. Also, ja, eben, ich künde es an und mache es auch gleichzeitig. Das ist natürlich auch... wie gesagt, ich künde es an und dann passiert es auch gleichzeitig. Das ist natürlich einmal was. Aber warte, dir würde ich eigentlich gerne schnell eins auf den Keks hauen. Dann hätten wir wenigstens schnell nachfüllen. Aber wie es aussieht, ist das nicht möglich. Jetzt muss ich einfach mal aufpassen, dass die Formel 1 Fahrer mir nicht zu sehr auf den Keks gehen. Oder? Bin ich da überhaupt richtig? Ja, ich muss dann da unten durch. Ja, jetzt ist aber wirklich die Frage, ob ich zuerst den anderen Weg durchforsche oder ob ich wirklich direkt zuerst zum Willi gehe. Weil das wäre der Weg da. Komm, wir machen uns wirklich zuerst auf zum Willi. Ich will jetzt gegen den Kampf, ich will jetzt gewinnen. So. So. Komm, dann können wir ja gerade so erledigen. So. So, den können wir ignorieren. Versuchen wir es auf jeden Fall einmal. Da haben wir schon den nächsten. Opa, da sind ein paar viele unterwegs. Ah, bis du da durchkommst. So, Mann. Jetzt habe ich gerade einen Haufen Leben verloren.
Einfach für fast gar nichts. Da kommen gerade nochmal 2. Mann. Der Bienenstock ist einfach wirklich recht übel. Da bin ich froh, wenn ich da mal das erledigt habe. Oder soll ich... Komm, wenn ich mich mit dem anlege, dann kann ich wenigstens meine Seelen anfüllen. Komm. Da, kein Arschplanscher. So. So. Nice, weil jetzt habe ich wenigstens wieder einigermaßen genug Seelen mit am Start. Das sage ich natürlich auch nicht. Nein, das kann uns ziemlich weiterhelfen. Okay, jetzt haben wir da wieder den Riesendings da. Aber da sollten wir so plus minus sicher sein vor ihm. Nice, okay, den haben wir erledigt. Da kommt schon der nächste Formel 1 Fahrer. So. So. Versucht den jetzt. Eppa, dass der genau dort muss stecken bleiben. Die kleine Madde die. Ach, der Lüli-Verein wieder. So. Ah! So, das hat geklappt. Komm, genau der 3 geht. Nice, okay, jetzt kommt noch der Dicke. Der hat es nämlich voll in sich, da muss ich schon ein bisschen aufpassen, aber ich glaube... killen wir zuerst den da. Der hat es nochmal einen gehabt, ich glaube, das ist mir schon mal passiert. So, dann füllen wir zuerst mal die 3 Leben an. Und der ist, wie es aussieht, wirklich ein bisschen zu mullig, um da überhaupt raufzukommen. Darum ignorieren wir den jetzt einmal so weit. Und ich glaube, wir sind schon langsam in der Nähe vom lieben Willi. Da tun wir nochmal so einen schnellen. Komm, können wir den ignorieren? Ah, nicht so ganz, hä? Und da kommt auch gerade der nächste. So. Komm. Ah, ich dachte, schlägt ihn gerade automatisch nach oben. Schade. Aber irgendwo da sollte sich jetzt eigentlich auch ein Räubli befinden. Also von dem her... Ich bin halt unsicher, ob das dann auch vom Willi herkommt. Also dass wir dort von dem her zu einem Räubli ankommen. Oh, das war knapp. So. Muss noch ein bisschen aufpassen. Ah, da unten haben wir wieder so einen. Nein, oh! Nein! Ah! So. 2 Leben verloren, dafür haben wir jetzt plus minus einen freien Weg. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Aber die Frage ist jetzt, komme ich da irgendwie das Räubli an von da aus? Oder ist das wirklich dann... Ach komm. Nicht lang blabbern. Wir machen uns jetzt ab nach zum Willi. So, sind wir bereit zum nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Das ist schon mal eine Devise. Ich bin ein bisschen nervös, aber das kommt gut. So, jetzt kommen da wahrscheinlich wieder die 100 Flügel. Ah, ich bin an meine dunklen Dings nicht angehauen. Wieso kann ich nicht durch ihn durchsliden so gut? Ah! Gleichzeitig auf Stacheln konzentrieren, gleichzeitig auf ihn konzentrieren. Ja, ich schaff's nie durch ihn durch. Ich wollte immer durch ihn durchgehen. Nice. Lange das zum Leben anfüllen. Wie viel kann ich? Okay. Okay. Ich lasse mich jetzt davon nicht irritieren. Ich weiche mir sonst einfach lieber mal ein bisschen mehr aus. So. Nice, nice. Das verstehe ich nie. Ich gehe doch durch ihn durch. Okay, okay. Ah, Mann! Mit dir da wieder. Okay, was hat er als nächstes vor? Komm.
Hoppa, hoppa. Ah, Stacheln wieder. Nein! Ich bin genau in drin. Ach. Hey, wie viele Phasen hat er denn überhaupt? Das ist noch die Frage. Wie viele Phasen hat denn überhaupt der Löli? Und sollte ich vielleicht mal ein paar andere Gegenstände mitnehmen? Ein paar andere Sockel? Das Problem mit dieser Sache ist, den Kompass brauche ich. Ohne Kompass kann man mich nicht brauchen. Das andere ist, ich bin gerade überlegen, der lange Nagel bringt das halt nicht. Da kann ich ja gerade so gut den da mitnehmen. Also komm, wir tun das jetzt da mal gut einfach neu ausrüsten. Also den Kompass brauche ich, sonst finde ich den Weg nicht. Das ist klipp und klar. Dann brauche ich aber irgendetwas, was mir Mana gibt. Die Frage ist halt, ob ich da schon Mana-Stein mitnehme, damit ich wirklich mehr Mana bekomme. Wenn ich mehr Mana bekomme, schnell Fokus, damit ich schneller mein Leben anfühlen kann, bin ich fast am Überlegen, ob die Form von uns etwas bringen will oder der Sporenbild oder der scharfe Schatten, weil ich probiere ja die ganze Tour durchgehen. Also wir nehmen mal den scharfen Schatten mit. Ich glaube, das könnte man schon mal gut hinhauen. Traumschild ist halt wirklich cool, weil wir ihm damit Schaden machen. Sobald er uns tüpft. Erhöht die Reichweite des Nagels. Wir haben noch 4 Sockel frei. Tonnende Qual war halt bis jetzt immer sehr eine gute Wahl gewesen. Durch das, dass wenn ich getroffen werde, Schaden austeilen. Jetzt haben wir da schon mal einen Stein dabei. Jetzt bin ich fast am Überlegen, ob wir wollen. Also entweder nehmen wir jetzt den Zeichen des Stolzes mit, oder dass wir mehr Zauberschaden machen. Entweder der da. Erhöht die Macht von Zaubern, die dadurch mehr Schaden zufügen. Dass ich mich wirklich darauf konzentriere, ihm ab und zu mehrheitlich auszuweichen. Durch den machen wir ja Schaden, durch den machen wir Schaden. Das ist eine wirklich eine gute Frage. Oder ob wir Form vom Ja, wir haben einfach immer noch zu wenig Sockelplätze. Ich wünschte, wir hätten noch ein paar mehr Sockelplätze. Aber ich bin mir gerade wirklich am Überlegen, den Schamanenstein mitnehmen. Und ich bin mir überlegen, ob die Combo wirklich könnte hinhauen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich würde sagen, wir probieren es mal. Hallo. Hallo. So, kommen. Also gut, wirklich viel Schaden macht er nicht, sonst wäre er jetzt gerade gestorben, das Teil. Aber es ist halt wieder ein bisschen mehr Schaden, den man austeilen kann. Das ist halt immer schon mal ein Vorteil. Und jetzt kommt der schlimme Teil vor allem. Der Weg dort hin. So, da, opa. So, da. Aber wenigstens haben wir die komplett schon mal schön ausgeschaltet. Die Frage ist einfach, ob ich mir vielleicht den Weg auswendig merken kann, um den Kompass vielleicht mal nicht mitzunehmen. Aber ich persönlich würde jetzt wirklich den Kampf überleben und überstehen. Und darum würde ich mir jetzt auch wirklich die Mühe machen, den zu besiegen. Die Frage ist einfach, was braucht es, um dem wirklich eins auf den Deckel zu hauen. So, die kann man ja alle ignorieren. Wir haben ja eh volle Seelen. Komm. Also jetzt auch nicht mehr. So, da. So, da. Nice. Komm, ich spaziere da jetzt einfach mal schnellstmöglich durch. In der Hoffnung, dass wir uns nicht verwutschen lassen. Bei dem muss ich jetzt wieder das Gleiche machen. Komm. Ich weiss auch nicht, ob das auch dumm war beim Willi, einfach die ganze Zeit versuchen, durch ihn durchzugehen. Das wäre vielleicht auch noch... Hä? Okay. Kommt er echt nochmal? Komm. Komm, versuch's nochmal. Komm. So. Dann haben wir nämlich den schon mal aus dem Weg geräumt. Eines der grössten Probleme hier. So. Und weg. Nice, 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 nice. Da sind wir jetzt wenigstens schon mal geschmeidig durchgekommen. 1, 2, 3, 4. Okay, ich muss mir das wirklich merken. 4 Hits brauche ich. Okay, wo ist er jetzt? Muss ich eben aufpassen, weil der macht eben noch... Und der Schaden, den er austeilt. Einfach mühsam.
Oh. Jägeli, Jägeli. Dass der gerade 2 Leben aufs Mal wegnimmt. Gut, aber der ist recht mollig und... Die haben es halt schon in sich, wenn sie dich mal treffen. So, la. Und... Da aufmerksam bleiben. Da hat es ja immer wieder Dings. Ich glaube, wir sind schon kurz davor wieder. Hä? Ich bin doch genau gekumpelt, wo er los ist. So, la. Jetzt hoffe ich, dass wir da ein bisschen Ruhe haben. Wo befinde ich mich überhaupt? Unten durch. Ach, dass mir das Viech noch entwegen muss kommen. Wieso könnte ich nur so weit fliegen? Eckbar, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's wirklich lustig. Ah, durch! Oh! Mein Herz ist gerade stehen geblieben. Oh mein Gott, hätten wir uns jetzt noch treffen lassen, dann wäre gerade vorbei gewesen. Dann wäre gerade vorbei gewesen mit Seelen wieder einsammeln. Hey, wir haben nur 4 Leben, wie soll ich das machen? Wir müssen irgendwie noch schnell ein bisschen Seelen einsammeln, sonst wird das gar nichts. Komm, komm, stirb. Gut. Also wir können wenigstens durch unseren Schamanenstein schon mal genug über. Aber jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich es mal versuche, irgendwie mit dem... Kommt der Kleine wenigstens. Also wenn der da angeschossen kommt, dann gehe ich lieber wieder weg. Können wir das Gleiche sonst nochmal probieren. Vielleicht ist jetzt da nochmal der... Kommt der Kleine. Nice. Gegen den Grossen habe ich keine Chance. Ich habe keine Chance gegen den. Wenn ich mich von dem treffen lasse, muss ich wieder 2 Leben anfüllen. Dann bringt das Ganze sowieso gar nichts. Nein, komm. Das sind nur noch 2 grosse. Ich versuche mich jetzt da mal hin und her zu gehen. Vielleicht taucht da noch mal ein kleines auf. Jawohl! Komm! Nein, dann musst du raufkommen! Hey! So. Jetzt machen wir das einfach schon 2-3 Mal, dass ich wieder ein paar Seelen einsammeln kann. Vielleicht schaffe ich die erste Phase nämlich nur schon, durch das, dass ich schon so viele Seelen eingesammelt habe und durchgehend draufschiessen kann auf den anderen. Komm rauf. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe immer Angst, dass er da zwischendurch kommt, plus minus. So, komm, jetzt machen wir das noch einmal und dann sollten wir sicher schon mal genug haben. Ja, irgendwann wird er da oben durchkommen. Ich sehe es jetzt schon. Ja, jetzt ist es so. Oh je, ich gehe mal. Ist das knapp gewesen. Gut, das ist wirklich das letzte Mal, wo wir das probiert haben. Ich glaube, sonst haben wir da gröbere Probleme. Ich würde sagen, wir stürzen uns nochmal in den Kampf gegen den Willi. So. So, jetzt wir mit unserem Schatten ein bisschen Schaden machen. Ah! Okay, okay, 2 Leben, die nehme ich gerne auf mich. Nice, okay. Ah! Dass jetzt genau in die Ecke reinkommen muss. So. Ah, jetzt haben wir noch von so einem kleinen treffen lassen. Und noch 1 Leben. Er ist genau wieder auf uns draufgegumpft, schon wie beim letzten Mal. Der ist allmächtig. Er ist allmächtig. Es ist fast nicht fassbar, aber der ist irgendwie fast schon allmächtig. Die Combo ist im Großen und Ganzen nicht schlecht. Aber, jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob ich den Kompass rausnehme. Ach, ich glaube,
glaube, das ist nicht machbar. Mann. Vielleicht bin ich wirklich einfach noch zu schwach für dich. Oder wir brauchen irgendetwas und ich weiss nicht was. Verwandelt Zauberrachengeister in eine Horde explosiver Egelbabys. Wäre das vielleicht etwas? Das ist jetzt die Frage. Oder ich nehme jetzt einfach wieder mal meine Normal-Kombo mit und wir durchforschen den anderen Weg. Das wäre vielleicht auch mal etwas. Was bringt ein robuster Panzer? Was bringt denn der? Erleichtert die Flucht aus gefährlichen Situationen, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Träger, bleibt länger unverwundbar, nachdem er sich von Schaden erholt. Bringt halt auch wieder mit, um eher sich das Leben anfüllen. Komm, nehmen wir jetzt da das Zeug mal wieder mit. Jetzt würde ich eigentlich gerne mal das Zeichen eines Stolzes mitnehmen, aber für das müsst ihr etwas anderes rausnehmen. Das ist wirklich das Larvenlied rausnehmen und mal den da mitnehmen. Vielleicht mal so rumprobieren. Wow, jetzt ist unser Schlag wirklich nicht gerade wenig weit. Also, nicht schlecht. So, aber wisst ihr was? Was jetzt als nächstes passiert und wie das genau rauskommt, das erfahren wir doch in der nächsten Folge Hollow Knight. Danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Einen Kommentar für Hinweise oder Tipps, wenn ich da gegen den Willi klarkomme. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder Mitternacht, wie auch immer ihr gerade am Schauen sind. Danke vielmals und ciao.